SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Flüge für die Ärmsten. Der David Graf transportiert Hilfsgüter in abgelegene Regionen im Südsudan. Und auch seine Frau Zibil engagiert sich, wo sie nur kann. Jetzt übernimmt sie ferienhalber die Wundpflege von bedürftigen Nachbarn. Ich denke, wir können alle wie einen guten Impact haben. Jeder einfach an dem Ort, wo es für ihn besser passt. Einsatz für den Frieden. Sidonia Gabriel ist Expertin für Konflikt- und Menschenrechte und vermittelt im ehemaligen Bürgerkriegsland Sri Lanka. Bald fängt sie eine neue Stelle in der Schweiz an und muss sich von der Familie verabschieden. 4 Wochen bin ich nicht mit ihnen und es fällt mir sehr schwer. Lebensabend in der Schweiz. Nach 40 Jahren im Ausland wollen Bea und der Thomas Schmid zurück in die Heimat. Ein letztes Mal besuchen sie die ehemaligen Bürogespendli. Wir platzen nur schnell rein, keine Angst. Ich komme nicht zurück. Es hat praktisch keinen Tag gegeben, wo ich nicht gerne ins Büro gegangen bin. Sie leben in 3 verschiedenen Welten. Aber eins haben sie gemeinsam. Sie alle gehen wieder heim. Dorthin, wo ihre Wurzeln sind. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Der David Graf ist Pilot im Südsudan, einem der ärmsten Länder der Welt. Er fliegt für die gemeinnützige Organisation Mission Aviation Fellowship, kurz MAF. Dort, wo er anfliegt, fehlt es an allem. Die Menschen hier, die haben unter Umständen sehr wenig zu essen. Die leben zum Teil von einer Mahlzeit. Dazu kommt halt eben die politische Unruhe. Ja, zum Teil, wenn sie angesagt haben, wenn sie ihre Felder parat gemacht haben, dann gibt es Unruhe, werden sie vertrieben. Und dann können sie erst wieder ein Jahr später, wenn sie überhaupt etwas anbauen. Und durch das herrscht eigentlich eine Hungersnot in dem Land. Es ist wirklich schlimm. Traffic Math 1 is final, runway 16. Landen auf heiklen Pisten draussen im Busch. Das gehört seit 7 Jahren zum Berufsalltag des Schaffhauser. Und jetzt müssen wir versuchen, in die Rillen hineinzukommen. Geschafft. Der David ist in Tschukudum im Südosten vom Südsudan angekommen. Wer hier lebt, lebt gefährlich. Raubüberfälle, Streitereien um Brutpreise und Konflikte um Land sind hier an der Tagesordnung. Das ist der Laptop, den ich dabei habe. Der David verteilt die bestellte Ware. Hast du das für mich unterschrieben? Name, Organisation, Unterschrift, Datum. Das Geld ist fürs Waisenhaus, zum Essen kaufen und Toilettenartikel und so Sachen. Okay, ready to go? Bis zu 400 Starts und Landungen macht der David jeden Monat im Auftrag von der Non-Profit-Organisation mit christlichem Hintergrund. Ich freue mich schon sehr, wenn wir Leuten helfen können, wenn ich sehe, dass das, was wir transportieren, auch geschätzt wird. Und irgendwie das ist schon das, was einem motiviert, das, was mich motiviert, das, was mich am Laufen hält, wenn ich sehe, dass wir etwas verändern können. Es schüttelt extrem. Er ist immer da, ist immer so da. Der David ist im Anflug auf Lokichokio im Nachbarland Kenia. Da hat es eine teerte Piste, ein Luxus, den er kaum kennt im Südsudan. Willkommen in Kenia. Bei dieser Zwischenlandung muss die 10-plätzige Cessna Caravan aufgetankt werden. Es ist immer eine Freude, hierher zu kommen. Leider kommen wir nicht mehr so oft. Wann hörst du auf zu arbeiten? Wann verlässt du Afrika? Es ist traurig, aber ich gehe Ende Mai. Wir packen zusammen und gehen zurück in die Schweiz. Aber es war eine super Zeit. Wir schätzen sehr, was du für die Region gemacht hast. Wir werden dich vermissen. Das ist sehr lieb. Alles Gute. Darf ich schnell den Wagen auslehnen?
Wir haben hier 100 Kilo Gepäck. Ich will die Freundschaften aufrechterhalten. Und das ist für uns in der Schweiz wichtig, dass wir in die Schweiz gehen, jedes Jahr unsere Freunde besuchen. Und das werde ich da auch machen, dass ich jedes Jahr meine Freunde besuche. Und zu guten Freunden sind der Thomas und die Bea jetzt unterwegs. Da. Ist gerade offen, wenn wir reinfahren? Ja, kannst du, aber lieber nicht. Coconut Grove, ein Stadtviertel von Miami, wird ihres Zuhause sein, bis sie zurück in die Schweiz fliegen. Die letzten 3 Wochen in Miami verbringen sie bei einem befreundeten Pärchen. Aus ihrem eigenen Haus haben sie schon raus müssen. So, wir haben es geschafft. Hallo! Hallo, Bea. Schön, dich willkommen. Ja, danke, That was danke. your last easy day was today. Was it? Yeah. Okay, I'm looking forward to the next one. In welchem Stock sind wir? Im letzten. Oh, auf der Terrasse. Wow, okay. Die 4 haben sich vor 36 Jahren in Atlanta kennengelernt. Die Bea und der Claudio haben dort zusammen auf dem Konsulat gearbeitet. Ja, wenn du Ja, die Koffer ja. nicht, dann kannst du wir haben Platz im Schrank. Du, das ist wie Coconut Grove Hilton, ne? From King Size to Ja, wir gewöhnen uns schon mal an die Schweiz. Ja, genau. Die 4 haben schon mal unter einem Dach gewohnt und kennen sich gut. Toll, fantastisch. Welches ist meine Seite, welches ist deine? Die größere ist deine. Also das ist Martins und der Rest ist mir. Ja. Wir kennen Sie jetzt schon lange. Und Sie haben uns also für 6 Wochen zu Hause bei Ihnen gehabt. Also deshalb, wir freuen uns sehr. Ja. Wir freuen auch, dass wir das jetzt zurückgeben können. Genau. Sie haben uns so geholfen, als wir hier angekommen sind. Monika hat gerade noch ein paar Fotos gefunden. Von Atlanta? Ja, von Atlanta, von 19... Wow. Ja, was ist das? 1987, glaube ich. Zeig. Wow. Wow. Wahnsinnig. Es sieht nicht so aus, aber im Grunde haben wir uns eigentlich gar nicht groß verändert. Oder? Überhaupt Ja? nicht. Also ich bin zwar braunhaarig und jetzt... Kannst du dich erinnern, da haben wir doch für den Claudio, die sind doch auf Saudi-Arabien, da haben wir dann eine Party gemacht. Genau. Der Claudio ist versetzt worden auf Jeddah. Und dann haben wir uns alle verkleidet als Araber und sind dann vor ihrer Haustür auftaucht als eine Surprise-Party, alle als Araber. Ja, genau. Das dürfte ich heute eigentlich gar nicht mehr, oder? Das ist heute politically incorrect. Genau. Die Monique und der Claudio, die haben uns eigentlich die letzten 36 Jahre, Ja. oder wie viele Jahre? Ja. Sehr gute Freunde, ja. Genau. Sind die in unserem Leben gewesen. Und das ist also Immer wieder und immer an vielen wieder. Orten. Ja, genau. Und es ist einfach immer schön, wenn wir die treffen und wenn wir zusammenkommen. Es passt einfach. Es ist einfach wirklich eine tiefe Freundschaft. Ja. Ja. Gut. Okay, guys. Vielen Dank. Hey, vielen Dank euch, dass wir euch Merci. hier... Merci, Jan. Welcome. Santé. Santé. Ihr wisst nicht, auf was ihr euch hier einlässt, aber okay. Cheers. Mit dem David Azi ist super, weil er ist gern da, er gibt sich voll rein, er ist immer informiert, er weiß immer, was läuft, wo man vorsichtig sein muss. Er hat auch wirklich ein Herz, vor allem für das, was er macht. Das Fliegen ist seine grosse Leidenschaft. Und es ist einfach schön, dass man das zusammen hier erleben kann, dass man ich denke, auch für unsere Beziehung ist das mega bereichernd. Wir haben so viel zusammen erlebt.
Seit 3,5 Jahren wohnt die Familie Graf in dieser Wohnsiedlung außerhalb der Hauptstadt Juba im Südsudan. Es ist morgen und Sibyl übergibt ihren Haushalt für ein paar Stunden der Irene. Ich muss immer lachen. Sie ist mein Hausengel. Alle wollen sie anstellen. Sie ist sehr beschäftigt und sie ist eine sehr gute Gärtnerin. Ich kann auch graben. You can work very hard. Auch solche Arbeiten kann ich für sie machen. Die Irene ist eine alleinerziehende Mutter und froh kann sie bei der Familie Graf Geld verdienen. Es wird eigentlich fast erwartet, dass man jemanden anstellt. Aber ich habe auch schon gehört, dass die Leute da sagen, wenn man niemanden hat, dass man sehr geizig ist und sein Geld nicht teilen will, keine Arbeitsplätze schaffen will. Es ist sehr schön, wenn das Geschirr abgewaschen wird, gerade weil wir hier keine Abwaschmaschine haben. Es ist manchmal aber auch komisch, wenn man jemanden im Haus hat, den man eigentlich nicht so gut kennt. Die Wohnsiedlung, wo die Familie drin wohnt, wird rund um die Uhr bewacht. Die Schule, die die Expat-Kinder besuchen, ist praktisch vis-à-vis von der Siedlung. He wanted to boom. Guten Morgen, Miss Victoria. Wie geht's Ihnen? Sie haben so ein schönes Kleid an. Sie sehen schön aus. Very good. Come join. Come get in line. Can you please get your buddy and come on in? Es ist die einzige internationale Schule in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Das Bildungsniveau im Südsudan ist einfach mega tief. Wenn Sie hier in die Schule gehen, in eine südsudanesische Schule, dann hätten Sie in der Schweiz nie im Leben eine Chance, einen Anschluss zu bekommen. Ja, pro Schulklasse haben sie zum Teil 50 oder mehr Kinder. Sie sitzen alle am Boden. Jemand sagt etwas vorne, die Kinder wiederholen. Das ist so das Schulsystem. Also komplett anders. Während die Frauen ihren Tag im Haus und in der Nachbarschaft verbringen, fliegt David kreuz und quer durchs ganze Land. Sind das deine Sachen? Ich habe es nicht herausgefunden. Ist das dir oder nicht? Der David fliegt nur noch ein paar Wochen für die MAF und geht dann mit der Familie zurück in die Schweiz. Es macht mir wirklich Spass. Es kommt fast ein bisschen Wehmut auf, wenn ich mir überlege, dass ich bald nicht mehr da bin. Weil irgendwie halt alles zusammen, die Interaktion mit den Passagieren, das Fliegen, überall ein bisschen rumkommen, das macht schon Spass. Ja. All gut? Thanks. Kunden der MAF sind hauptsächlich andere Hilfsorganisationen, die im Busch ihre Arbeit machen. Is that your stuff? Everything? This one as well? Sie helfen uns, wir sind Missionare und dank diesen Piloten können wir unsere Arbeit machen. Es gibt Orte, wo es keine Strasse hat. Die Männer sind fantastisch, die fliegen dort hin, wo niemand hinfliegt. They fly where nobody flies. Rotate. And we continue. In den letzten Jahren hat David seine Leidenschaft das Fliegen voll ausleben. Und Sibyl hat die Hausfrauenrolle übernommen. Wir sind auch beide nicht so Fan von traditionellen Rollenbildern. Also ich bin eigentlich der Meinung, der Mann muss arbeiten und die Frau muss daheim bleiben, überhaupt nicht. Ich denke, in unserem Leben hat alles ein bisschen eine Zeit. Und in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, bin ich der, der fliegen und wo
Action hat und sie genießt auch einfach Zeit haben für Kind. Und wenn wir in die Schweiz zurückgehen, dann wird sich das Leben wieder sehr ändern. Dann wird wahrscheinlich sie die sein, die vor allem Geld heimbringt und sie ist die geht arbeiten. Bevor der David in der Schweiz als Pilot Geld verdienen kann, muss er eine Umschulung für eine europäische Lizenz machen. My God is so big, very good. My God is so big, so strong and so mighty. Jeden Dienstag leitet Sibyl in der Siedlung der MAF für die kleineren Kinder eine Bibelstunde. Die Männer am Fliegen und wir da, das ist schon manchmal ein komisches Gefühl, weil sie sehen halt viel mehr vom Südsudan als wir sehen. Manchmal denkt man dann vielleicht, ja, man würde auch gerne so viel sehen. Auf der anderen Seite haben wir auch hier in Juba, gerade wenn man aus dem Compound geht mit den Kindern, sehr viele auch positive Begegnungen. Gerade weil die Leute halt so gerne Kinder haben, ist es für uns manchmal fast einfacher, um in Kontakt zu kommen mit Leuten. Oder so die interkulturellen Begegnungen haben, weil wir weniger fest in einer Rolle sind. Turtles have a house on their back, just like this. Good job. Es ist viel Energie da drin, es ist viel Herzblut auch in die Projekte, auch in die Bezugspunkte geflossen mit vielen Leuten. Und das gibt jetzt einen Schnitt. Und es muss einen Schnitt geben. Aber der Moment von diesem Schnitt ist nicht einfach. Im Norden von Sri Lanka, in der Stadt Jaffna. Sidonia Gabriel ist in dieser Region auf ihrer letzten Dienstreise, bevor sie zurück in die Schweiz geht. Weißt du, was durchgeht, Sisira? Ja, natürlich. Die Expertin für Konflikt- und Menschenrechte wohnt seit 4 Jahren mit ihrer Familie in Sri Lanka. Jetzt ist ihre Mission im Land abgeschlossen. Ich bin recht zufrieden, weil jetzt sind doch ein paar Projekte, die ich entweder Fortschritt gesehen oder wo jetzt zu einem Abschluss kommen oder eine neue Phase jetzt dann anfängt, die noch auch meine Nachfolgerin kann übernehmen kann. Und von dem her, ja, es gibt ein gewisses Gefühl von Befriedigung. Ich konnte doch ein paar Sachen machen. Good morning. Welcome. Good morning. Good to see you. Hi. Zu ihrer Arbeit gehört der regelmäßige Besuch von Projekten, die die Schweiz unterstützt. Thank you. It's good to be here. In der Nähe von Jaffna haben Jugendliche mit Hilfe der Sidonia ein Museum eröffnet, das sich mit der Kriegsvergangenheit von Sri Lanka beschäftigt. We create a space. Wir kreieren einen Raum, wo die Leute über ihre Erfahrungen reden können und nachdenken. Ein Teil des Museums ist eine Fotoausstellung. Sie macht deutlich, wie schlimm der Krieg vor allem im Norden des Landes gewütet hat. Sri Lanka war 25 Jahre lang ein Bürgerkriegsland. Erst im Jahr 2009 ist der Krieg zu Ende gegangen. 4 Jahre hier zeigt natürlich mir schon, also ich habe ein bisschen reinschauen in die Dimension von der Kriegsgeschichte auch. Und die ist extrem, also es ist heavy, oder? Es ist so schwer. In dem Sinn auch, dass einfach eben so viele Leute noch Erinnerungen mit sich herumtragen und es ist wie kein Abschluss. In den kriegsbetroffenen Gebieten würde ich jetzt sagen, sind alle Leute irgendwie betroffen. Die Jugendlichen, die Gruppe, die sich hier zusammengefunden hat, um das Museum zu machen, ist natürlich jeden Tag von diesen unterliegenden Erinnerungen betroffen. Und das haben sie mir auch erzählt. Und sie sind eigentlich an mich gelangt, weil sie die Idee hatten, sie haben sich gefragt, wie kann man das herausbringen? Wie kann man das darstellen? Und wie kann man das teilen, so dass man noch hat, dass es wie besprechbar wird?
Also dass die Erinnerungen wie erlebbar werden, auch für andere, die vielleicht andere Erinnerungen haben oder auch eine andere Geschichte. 4 Jahre lang hat Sidonia zusammen mit diesen Jugendlichen das Museum aufgebaut. Heute ist sie das letzte Mal hier zu Besuch. Wir hoffen, dein Aufenthalt Sri Lanka ist mit schönen Erinnerungen verbunden. Bitte vergiss uns nie. Wir möchten dir noch etwas schenken. We also like to give you a small monument on behalf of us. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Liebe Sidonia, danke vielmals für deine Unterstützung und alles Gute für deine weiteren Projekte. Wow. Oh. Thank you so much. Thank you. It's very nice. Listening to the sea, you know? People want peace. Menschen wollen Frieden, darum werden sie hierher kommen. See you tomorrow. Yeah, see you. Safe journey. Thank you. Tata, bye. Thank you, Tata. Ja, also sehr emotional halt. Also, wir sind am Schluss fast Tränen gekommen, weil ja, wir haben jetzt so lange zusammen geschafft und ich finde die Bilder, die sie haben, die Art, wie sie die Ausstellung gemacht haben und so, ist super. Und ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass ich muss gehen. Ich würde gerne noch sehen, wie es weitergeht. Ich hatte einen lässigen Beruf. Spedition, internationale Logistik macht wirklich Spass. Und ich habe es die ganzen 49 Jahre lang wirklich lässig. Es hat praktisch keinen Tag gegeben, wo ich nicht gerne ins Büro gegangen bin. Der Thomas ist Regionalleiter Florida und US-Karibik bei der Schweizer Speditionsfirma Kühne und Nagel gsi, zuständig für 160 Angestellte. Hi! Vor 3 Monaten ist er pensioniert worden. Heute muss er in der Firma noch etwas abholen. Merle, hola, hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Todo bien. Ay, qué buena verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Missing you a lot. Ich vermisse dich ganz fest. Er war viele Jahre lang mein Chef. Hey! Hey! Der Rodrigo ist am Thomas sein Nachfolger. Du hast ein viel schöneres Büro, als ich je hatte. Ich habe ein bisschen umgestellt. Der Thomas hatte ein riesiges Pool, aber ich brauche das nicht. Ich weiss nicht, was er damit gemacht hat. Mit dem wollte ich zeigen, wie viel Arbeit ich hatte. Wir haben eine super Beziehung zusammen. Und ich bin sehr glücklich, dass er den Job übernommen hat. Look, I mean, I learned a lot of things from Thomas. Ich habe so viel von Grund auf vom Thomas gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Der Thomas ist sehr ein zugänglicher Typ mit einem grossen Herz. Das ist das Wichtigste, was ich von ihm gelernt habe. Es geht um die Leute, um das Team, darum einen guten Umgang zu pflegen und Respekt zu haben. It's about respect, so stuff that I take it with me, as well on my own journey. Ist mir eigentlich immer peinlich. Ja, ab und zu. 49 Jahre lang war jetzt das Credo und das ist gut. Jetzt freut mich, dass es in guten Händen ist. Das ist das Wichtigste. All right. See you tonight. Okay. Bye. Bye. Bye, guys. Say hello to Gabi. I will, for sure. Yeah. Alrighty, bye. Bye, guys. Ciao. Hi there. Hey, what? How is life? Hi, how are you? We're just bursting. Wir platzen nur schnell rein. Ich komme nicht zurück. Keine Angst. Das war jetzt mein altes Büro und die beiden Sitze, die habe ich vor ein paar Jahren, nach 2-jährigem Effort, habe ich die schlussendlich gekriegt von einem Kollegen von der Lufthansa und die wir jetzt heute
habe ich die geschenkt einem guten Freund von uns. Die holen wir jetzt hier ab. Die Idee war auch, dass wir sie eventuell in die Schweiz nehmen, aber die brauchen ziemlich viel Platz. Platz, den wir in der Schweiz eben nicht mehr so im Überfluss haben. Bea, mach mal ein Foto. Das gut, ne? Das ist ein bisschen ein grosser Cameo für die Kleinen. Ich möchte für meine Kinder ein normales Leben, das, was wir als normal verstehen. Wo sie allein in die Schule gehen können, wo sie viel unabhängiger sind, wo sie sich selber organisieren können, um zu spielen. Kalpitia ist eine Lagune. Ein paar Autostunden nördlich von der Hauptstadt Colombo, Sri Lanka. Ein beliebtes Ziel bei Kitesurfern und Leuten, die Ruhe suchen. Yeah, but it's not a dragonfish, it's a Lionfish. Yeah. You see. Okay, now, I loved Hitler's story, said little Johnny Dory. And he told it to his granny, who told it to a place. The Stille. Hä? Der Ort hier ist für uns ganz wichtig als Familie. Mama, one fish is inside there. Yes. Vor allem während der Pandemie, wo alles zu war, sind wir und Online-Schule und online geschafft haben, sind wir eigentlich ganz viel da gewesen. Und wir können hier uns frei bewegen. Die Natur ist wahnsinnig schön und die Kinder kennen sich so gut aus und ich kann sie vor allem frei laufen lassen. So, should we all draw a shark now? Yeah. Die beiden Buben haben fast ihr ganzes Leben in Sri Lanka verbracht. In ein paar Wochen gehen sie zurück in die Schweiz. Der 6-jährige Simon kommt zu Basel in die Primarschule. Squid. The squid. Schau, dort ist Simba. Die Schäferhündin Simba nehmen sie mit. Sie gehört auch zu der Familie. Simba ist, seit wir in Mosambik waren, ist sie mit uns und hat eigentlich beide Kinder aufgewachsen gesehen. Also sie ist eigentlich das dritte Kind. Ich habe eigentlich an Ostern in Mosambik den Eli schicken, um irgendwie ein schönes Stück Fleisch zu kaufen. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, mach mal den Sack auf. Und dann habe ich in den Sack hineingeschaut und dann hat sich das irgendwie bewegt. Und das war dann Simba. Auf der Straße hat sie so Hundehändler, die die Hunde ganz schlimm behandeln. Und die war wirklich so ein Bündel Haut und Knochen und mit Verletzungen am Rücken. Und der Eli hat sie unterwegs gesehen und hat sie dann mitgenommen, weil er hat das Gefühl gehabt, die stirbt sonst. Ja. Und statt dem Osterbroten hat es dann Simba gegeben. Hallo Simba. Das ist ein Baby. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Du stillst. Für Sidonia und ihre Familie ist es einer der letzten Besuche zu Kalpitia, bevor sie wieder zurück in die Schweiz zügeln. Endlich hat auch der Eli aufmögen, der Mann von der Sidonia. Es ist hier wahnsinnig schön, aber wir brauchen das auch, weil der Job ist wahnsinnig anstrengend auch. Und was auch anstrengend ist, ist natürlich, dass wir ständig in einer anderen Kultur und in einer anderen Umgebung sind, als das, was wir eigentlich uns gewöhnt sind. Und
wir brauchen einfach auch Orte, wo wir wie für uns sein können und wo wir können sein, wie wir sind, wo wir können anlegen und wo man nicht ständig muss überlegen, was mir jetzt sagt und ob das jetzt irgendwie schlecht ankommt beim anderen oder so. Oder politisch schwierig ist oder sonst. Also in Colombo sind wir eigentlich immer alert. Das ist nicht unser Leben hier. Oui, c'est pas notre culture. Ja, und es ist nicht unsere Kultur. Immer die Diskrepanz zwischen reich und arm. Und auch wenn das alles schön ist hier und wir das jetzt verlassen, ein normales Leben haben, wo wir wie alle anderen sind, das ist unbezahlbar. Das ist ein Zombie. Ist das ein Zombie? Wenn man durch die Straße läuft und Strassenbuben sieht, die am Leim schnüffeln sind oder so. Das ist auch mega krass. Wir haben hier wirklich ein schönes Leben, ein behütetes Leben. Allerdings ist es vielleicht uns einfach mehr bewusst, weil wir hier wohnen. Ich denke, wenn wir in der Schweiz wohnen würden, wäre der Unterschied genau gleich groß. Wir würden es einfach weniger sehen. Vor der geschützten Wohnsiedlung findet die übliche Morgentoilette statt. Sibyl macht sich mit ihrer Kollegin der Katrin auf den Weg für einen Rundgang in der Nachbarschaft. Die Katrin ist wie Sibyl gelernte Krankenschwester und kümmert sich um Menschen in der Umgebung. Heute will sie Sibyl einschaffen. It's good, it's growing. How are you? Oh, du verkaufst Schuhe? Die sind schön. Absala, tamam? Tamam. Hello. Annie, look, Pfizer ist da. Oh, Pfizer. What happened? Oh, Pfizer, was ist passiert? Pfizer. Monica. Monika, was hast du da drauf da? What did you put on? You put this one? Yes. This one? Is for, what is it? Zermakana. Is for the Boda. Arabia oder Boda? Sie tun Benzin auf die Wunde. Ja. Zermakana. Okay, I will clean, huh? I will clean. Okay, ich tue das putzen. This is for Boda. Yes. Don't. Tu das nicht mehr drauf, das ist nicht gut. It's no good. Sie müssen es erst ein bisschen aufweichen. Malesh. See, we need to take this. Oh, Malesh, Pfizer. Katrin geht jetzt in die Ferien. Ich glaube 2 oder 3 Wochen. Und ich habe ihr angeboten, dass ich in dieser Zeit das übernehmen könnte. Weil sie ist Pflegefachfrau und ich bin Pflegefachfrau. Und durch das haben wir beide das Fachwissen für das. Aber weil halt da im Sitzen dann gleich alles ein bisschen anders ist, gehe ich jetzt mit ihr mit, dass sie mir erklären kann, wie sie es jetzt in diesem Kontext so macht. Ja, das ist eine typische Wunde. Verbrennungen ist sehr oft da. Im Südsudan die Leute auf dem offenen Feuer kochen und die Kinder verbrennen sich sehr oft durch das. Und sie haben einfach kein Wundmaterial, um das richtig abzudecken, um das richtig zu reinigen, um das sauber zu machen. Sie lassen es offen, der Dreck kommt rein, die Flüge kommen rein und sie entzünden sich die Wunden. Also es ist eine sehr basic Wundcare, nicht nach Schweizer Hygienerichtlinien, aber die Wunden gehen zu. Bye bye. Anni, willst du dir den Weg zeigen? Kannst du mir zeigen, ob du klettern, Melina? Oh, schau, das Geissli dort oben. Seht ihr das Geissli? Seht ihr das? Ui. Schau mal, wo ist das hochgeklettert? Die Katrin will Sibyl unbedingt noch zu einer langjährigen Patientin führen. Die Berina ist eine Frau anfangs 50 und kümmert sich allein um ihre Kinder und ihre Enkel. Hi, tamam. Die
Die Berina hat seit bald 2 Jahren eine Wunde, die nicht richtig verheilen will. Eine alternative Pflege gibt es für sie in der Umgebung nicht. Ich tue es einfach, ich tue die Silbercreme drauf und dann mache ich meistens noch so Trauma drauf, dass es nicht klappt beim Wegnehmen. Und sonst eben alle 2-3 Tage habe ich es probiert, aber je nachdem, wie es sie antrifft oder wie sie kommt, muss man ein bisschen schauen. Die Berina und ihre Kinder und Enkelkinder sind Kriegsflüchtlinge aus dem Norden des Landes, die hier in der Region bleiben dürfen. Ja, ich finde es mega cool, dass Katrin das macht. Und das ist wertvoll für die Community da draussen. Wir gehen dafür jetzt eher ins Kinderheim jede Woche und haben dort unsere Beziehungen. Ich denke, wir können alle wie einen guten Impact haben. Jeder einfach an dem Ort, wo es für ihn besser passt. Okay, so I will come. Katrin will go. Mama Helen. Mama Kenya. Helen. Sabi. Yeah, we'll ini. Good. At the compound. Okay. Ab nächster Woche übernimmt Sibyl die Wundpflege bei der Berina. Meine Verbindung zu Basel ist extrem stark. Also ich habe dort eine ganz starke Verankerung. Auch dort, wo ich aufgewachsen bin. Das war eigentlich immer mein Ort, meine Basis. Und von dem her bedeutet für mich, zurück in die Schweiz zu gehen, auch wieder dorthin zurückzugehen und aufzutanken. Im Botschaftsquartier zu Colombo macht sich Sidonia Gabriel bereit für die Abreise in die Schweiz. Sie fängt in ein paar Tagen eine neue Stelle beim Bund an. Ihre beiden Söhne, der Aaron und der Simon, bleiben mit dem Vater Eli noch eine Weile in Sri Lanka. Meine Mission in Sri Lanka ist jetzt beendet. Es fehlt noch ein ganz kleiner Teil und das ist das Debriefing in Bern und die Übergabe vom Schlussbericht. Das mache ich, sobald ich ankomme in Zürich, gehe ich gar nicht heim, ich gehe gerade nach Bern und mache das und dann ist eigentlich Kapitel Sri Lanka abgeschlossen. Sidonia kommt in einem Monat noch mal zurück und macht Sri Lanka Ferien mit der Familie, bevor alle zusammen in die Schweiz zügeln. Heute muss sie sich aber von ihren Liebsten trennen. Ich bin jetzt das erste Mal, dass ich so lange weg bin von den Kindern. Ich bin jetzt in einem Monat, 4 Wochen, bin ich nicht mit ihnen und es fällt mir sehr schwer. Ça, je vais mettre. Pour l'aéroport. Oui. Dans les bagages à main. Das wird hart, Tonis Mami. Ich bin mich gewöhnt, 1 bis 2 Wochen, aber nicht so lang. Wir haben keine Wahl, das wird schon gehen. Wir werden wahrscheinlich jeden Tag mehrmals telefonieren. Wer hilft mir, den Koffer zu schieben? Vorsichtig, vorsichtig. Stop, 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 stop. Voilà, c'est bon. Papa va la descendre. Oh, grosser Bub. Wenn ich dann wieder komme, ist dein Zähnchen schon draussen. Gell? Bye, bye. Bye, bye. Ich komme dann wieder, gell? Ja, bist brav. Ich komme dann wieder. C'est moi, tu dis bye bye, maman. Viens. Tu dis au revoir. Viens, Ron, viens ici. Bye bye. Tu fais attention à toi? Pass auf dich auf, gell? Gute. Allez, viens. Geht gut mit dem Papa? Und ich gehe jetzt an die Fasnacht. Ouais, on va Gell? Ich gehe ein bisschen arbeiten. Tschüss. Nicht immer Finger, nicht immer Fingernägel. Okay. Allez, bon voyage. Ciao.
American Way of Life werden wir wahrscheinlich schon verlieren, weil der Kontakt mit den Leuten, den Schweizer, ist schon ein bisschen anders. Man muss einen Termin abmachen, man kann nicht mehr spontan sein. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Faktor, der uns fehlen wird, die Spontaneität, dass du ganz locker kannst etwas kurzfristig abmachen. Das wissen wir aber, dass das in der Schweiz und einmal beim besten Willen nicht so angesagt ist. Der Thomas und die Bea sind vor ein paar Tagen aus ihrem Haus in Coral Gables ausgezogen. Aber ein Abschiedsapero für Freunde und Bekannte lassen sie sich nicht nehmen. Da oben schön angestellt werden. Ich gehe die nächsten Gläser holen. Irgendwelche Definitionen, was schön ist, oder tun wir das jetzt einfach mal? Ich hoffe, es ist schön genug. Voilà. Thomas, das ist nicht schön. Oh, nun der Fahne oh, schau jetzt, die müssen doch schön so aufgereiht werden. Jetzt habe ich mir doch so Mühe gegeben. Ja, eben, nicht genug. Ei. Schau jetzt, so schön hintereinander. Die machen wir da über. So, tust du das Brot schneiden dann nachher? Das Paar pflegt einen grossen Freundes- und Bekanntenkreis. Der Thomas, als ehemaliger Abteilungsleiter von einer grossen Firma, kennt einen Haufen Leute. Und auch die Bea ist gut vernetzt in der Stadt. Sie war in diesen 10 Jahren in Miami vor allem ehrenamtlich tätig. Ich war 6 Jahre Präsidentin im Schweizer Club und haben viele Anlässe gemacht. Schöne Sachen, Schweizer Film präsentiert, Schweizer Bücher präsentiert, viele Anlässe, 1. August. Mehr als 30 Leute haben sich persönlich von der Bea und dem Thomas verabschieden. Hey, hello, Tina. How about you? Als ich so hierher gefahren bin, habe ich gedacht, du, das letzte Mal zu der Bea fahren. Und sie hat viel für mich gemacht und ich bin eigentlich schon nicht happy, dass sie jetzt geht. Aber ich hoffe, dass sie wieder zurückkommt. Sie haben etwas Riesiges geleistet hier. Für die Schweiz vertreten, für die Neuen, die gekommen sind, so im Meer vor 4 Jahren. Und das werden sie sehr vermissen. Sie vernetzen Leute von verschiedenen Kulturen und um das geht es in Miami. Es ist die letzte Party in ihrem Eigenheim in Miami, bevor die Bea und der Thomas in eine Mietwohnung auf Wackes zügeln. Und nächste Woche bei Highway, die Bea und der Thomas verkaufen all ihre Sachen, die sie nicht in die Schweiz verschifft haben. Wir kennen ja die Wohnung nicht in Wackes. Von daher haben wir gesagt, okay, 2/3 der Möbel lassen wir da und den Rest nehmen wir mit. Während der letzten Tage in Miami kostet sein Leben am Meer noch mal so richtig aus. Im Südsudan besucht Sibyl Graf wie jede Woche ein Waisenhaus. Und muss dann auch sagen, das ist einfach mein Beitrag, den ich leisten kann. Und das andere muss man wie einfach stehen lassen können. I'm so sorry. Is it okay? Next time I will bring more. Malish. Und in Basel ist Sidonia zurück im Haus, wo sie aufgewachsen ist. Da bin ich jetzt und ich fühle mich ein bisschen komisch ohne dich und die Kinder. Der Sidonia, ihre Mutter, lebt allein und freut sich auf die Gesellschaft von ihren Grosskind. Also ich tue meine Enkel sehr vermissen und ich bin glücklich, dass sie jetzt in ein paar Wochen einfach schon da sind. Das und mehr nächste Woche bei SRF bei den Leuten Highway. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.